So gut, danke euch vielmals fürs mit reinnehmen, mitten im Thronsaal Gottes. Auf jeden Fall, mir ist es so gegangen. Mega cool. Guten Morgen miteinander an diesem heutigen Sonntag. Ich freue mich, wieder mal da zu sein. Vielleicht mögen sich die einen oder anderen von euch noch erinnern, ich bin im 19. vor 2 Jahren schon mal bei euch predigen. Das war noch am alten Ort. Und ich mag mich erinnern, dass ich damals nach dem Gottesdienst beim Ausparkieren einen Parkschaden gemacht habe. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, es war relativ eng, der Parkplatz dort, oder ich kann einfach nicht Auto fahren. Auf jeden Fall, ich bin froh, dass ihr jetzt da, wo die Parkplätze ein bisschen breiter sind. Genau. Ich bin vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten ist schon wieder her, da war an einem Pastorenfrühstück von der FEG, Pastoren, und der Phil hat uns da das Gebäude gezeigt. Und ich habe mich sehr gefreut, was da entstanden ist. Mega cooler Ort haben wir da. In Winterthur haben wir ja auch vor ein paar Jahren einen Neubau gebaut. Und ich weiss nicht, ob ihr schon ganz da gelandet seid. Ob ihr schon wirklich euch könnt sagen, das ist unser Daheim. Wir sind heimisch geworden. Weil ich weiss das aus eigener Erfahrung, wo wir unser Gebäude neu gebaut haben. Äußerlich hat man schnell gezügelt. Innerlich, emotional, gefühlsmäßig an einem neuen Ort sich daheim fühlen, ist manchmal ein längerer Prozess. Und eigentlich sind wir mit dem schon mitten im Thema. Ihr habt euch seit Anfangsjahr mit dem Thema Heimat, Willkommen daheim, daheim sein, beschäftigt. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt heute den Schluss machen von dieser Serie. Bevor wir da zusammen einsteigen, kurz 2-3 Sätze zu mir, dass ihr wisst, wenn wir zuhören heute Morgen. Der Thomas hat schon gesagt, mein Name ist auch Thomas Zink. Ich bin in Winterthur daheim mit meiner Familie, Frau und 3 Kinder. Ich arbeite seit 9 Jahren in der FEG Winterthur als Pastor, habe nebenbei noch ein kleines Pensum am IGW als Studienleiter, wo der Simon studiert. Genau, und wie gesagt, ich bin also schon seit und je begeistert von dem, was Gott macht in meinem Leben, aber auch allgemein in dieser Welt, und bin gerne ein Teil von dem Projekt, wie ihr ja alle auch. Ich habe gesagt, ich darf heute abschliessen, die Serie, und ich weiss nicht, was die Serie mit euch gemacht hat. Das Thema Heimat, sich daheim fühlen, es löst ja bei allen von uns irgendwelche Gefühle aus. Wenn du an Heimat denkst du vielleicht an einen Ort, an eine spezielle Stadt oder an ein Dorf oder an ein Land. Vielleicht denkst du aber auch an Menschen. Es ist Heimat für dich vor allem Beziehung, ein Ort, wo vertraute Personen sind. Vielleicht hat es irgendwie mit Traditionen oder Gewohnheiten zu tun. Wir alle haben irgendwelche Emotionen und Gedanken, wenn wir uns mit dem Thema Heimat beschäftigen. Positive oder negative. Manche von uns haben Heimat ganz positiv erlebt. Vielleicht hat es auch Leute unter uns oder auch Leute am Stream, wo das ein schwieriger Begriff ist. Wo vielleicht nie den Raum von Geborgenheit, von Schutz, von Liebe, von Annahme erlebt haben. Ich denke, was uns aber alle verbindet mit dem Thema Zuhause, ist, dass das Jahr 2020 unserem Zuhause eine neue Dimension gegeben hat. Eine neue Bedeutung. Corona hat unseren Bezug zu unserem Zuhause verändert. Das ist ja ursprünglich, vielleicht mögt ihr euch erinnern, einfach der Ort, wo man wohnt. Und dann ist es irgendwie plötzlich der Ort, wo man schafft, wo man Kinder unterrichtet, wo irgendwie plötzlich zu einem Spielplatz wird. Soziale Kontakte haben sich reduziert. Wir haben manchmal mit unserer Familie, mit unseren besten Freunden Zoom-Termine gemacht am Abend, wo man sich virtuell irgendwie versucht hat, trotzdem noch zu begegnen. Aber es hat sich nicht mehr so angefühlt, wie es eigentlich sollte, das Daheim. Und ich weiss nicht, ob es dir auch so geht. Ich habe Leute in meinem Umfeld, die die ganze Corona-Zeit auch wirklich eine Krise ausgelöst hat in der eigenen Identität. Man ist so stark reduziert auf die eigenen 4 Wände, dass da der eine oder andere sich irgendwie gesehnt hat vielleicht nach Wertschätzung, vielleicht da und dort auch nach Applaus, nach irgendwie Teil sein von einer öffentlichen Gesellschaft. Und irgendwie hat man sich in diesen eigenen 4 Wänden, wo ja eigentlich der Ort ist, wo man sich wohlfühlen sollte, vielleicht plötzlich eingesperrt gefühlt. Äußerlich an einem Ort, wo es einem gefällt, und innerlich aber irgendwie eingesperrt. Und da sind wir beim Titel, wo der Phil sich by the way dafür entschieden hat. Und ich habe das sehr gerne aufgenommen. Der Titel über dem Sonntag ist «Frei in Gottes Haus». Also nicht die Gefühle vom Eingesperrtsein, vom Unfreisein in den eigenen 4 Wänden wegen Corona, sondern Freiheit. Freiheit ist eines der essentiellen, der wichtigsten Themen in unserem Glauben. Und das wollen wir heute zusammen ein bisschen vertiefen. Ich habe mich für einen Predigtext entschieden im Lukas-Evangelium. Ich würde gerne vorlesen, in den Händen aber auch auf der Folie. Kapitel 18 ab Vers 9. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. 2 Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer.
Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den Zehnten von all meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: Gott, vergib mir, sündigem Menschen, meine Schuld. Ich sage euch, es sagt Jesus, nicht ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Der Pharisäer jedoch nicht. Denn jener, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wir befinden uns hier im Lukas-Evangelium in einer Passage, wo nur im Lukas-Evangelium zu finden ist in der Bibel. Es ist eigentlich eine Art Reisebericht. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem rauf und hat da Begegnungen mit ganz vielen Leuten. Und unter anderem trifft er auch da auf eine Gruppe Menschen. Es heisst da, aber es ist undefiniert, wer das genau ist. Mit wem er da redet. Die Beschreibung könnte uns dazu verleiten, zu denken, das sind sicher alles Pharisäer gewesen. Wir sind ja Leute, die auf andere herabgeschaut haben. Es steht nichts von dem im Text. Was aber klar ist, über wer das Jesus da redet. Es hat 2 Personen, 2 Männer. Und das sind nicht einfach nur 2 Personen, die für sich selber stehen, sondern sie stehen eigentlich für ganze Gesellschaftsschichten. Und auf der einen Seite der Pharisäer, die geistliche Elite vom Volk, ganz zuoberst in der Nahrungskette angesehen. Und ganz auf der anderen Seite der Skala haben wir einen Zöllner. Und Zöllner in der damaligen Zeit ist ein Synonym für Sünder. Der Zöllner ist der Unterste. Das ist der, der sich auf Kosten von anderen bereichert. Also Geschichte zeigt jetzt nicht nur eine Geschichte zwischen diesen 2 Personen, sondern auch zwischen 2 gesellschaftlichen Gruppierungen. Zuerst betet der Pharisäer. Und eigentlich macht er gar nicht so viel falsch. Er drückt seine Dankbarkeit aus, dass Gott am Werk ist in seinem Leben. Ich glaube, er betet aufrichtig. Und dann betet ein Zöllner. Und der steht weit weg, der getraut sich kaum aufzuschauen, der schlägt sich irgendwie auf die Brust, irgendwie schmerzverzerrt, stammelt er so ein Zweisatzgebet. Und darauf kommt die Pointe von Jesus. Der Zöllner geht nachher heim ins Homeoffice oder wo auch immer hin und ist vor Gott gerecht. Oder wie es in anderen Übersetzungen auch heisst, er ging von seiner Schuld befreit nach Hause. Der Zöllner hat in dieser Begegnung im Tempel Freiheit gefunden. Und Jesus sagt noch, der Pharisäer nicht. Der Pharisäer hat keine Freiheit gefunden. Ich würde gerne kurz auf die 2 Charaktere eingehen, auch uns Gedanken machen, wieso gewinnt der eine die Freiheit und der andere nicht. Und ich denke, dass in dieser Geschichte, wenn man die so liest, sind die Sympathien relativ schnell verteilt, oder? Man lesen das und es gibt gerade eine gewisse Sympathie zum Zöllner. Besonders wenn man die Geschichte fertig liest, oder? Dann weiss man ja, der eine der kommt irgendwie recht über von Gott und der andere nicht. Und es ist allgemein, das ist in uns hinein, das ist vielleicht von Hollywood-Filmen oder von Büchern oder so, wir müssen immer gerade Rollen zuordnen, oder? Der Good Guy und der Bad Guy. Es gibt einen Held und einen Schurken. So. Und in dieser Geschichte ist es total klar, der Held ist der Zöllner und der Pharisäer ist halt einfach schlecht. Und ich möchte uns alle einladen, dass wir dem ein bisschen genauer auf den Grund gehen, weil in dem Moment, wo wir den Pharisäer gerade als Bad Guy abstempeln, sind wir eigentlich ziemlich pharisäermässig in unserem Verhalten. Der Pharisäer hat nämlich, das habe ich vorhin schon kurz gesagt, nicht so viel falsch gemacht. Er hat sogar sehr vieles richtig gemacht. Vorbildlicher Umgang mit dem Zehnten abgeben. Vorbildliche, beeindruckende Disziplin beim Fasten. Das ist nicht das Problem vom Pharisäer, das macht er richtig. Er nimmt sich Zeit, um in den Tempel zu gehen und zu beten. Gegen das kann man nichts einwenden. Er ist Gott dankbar, dass er kein Räuber ist und kein Ehebrecher. Das ist gut. Für das darf er dankbar sein. Es ist schön, dass er das nicht ist. Es gibt allerdings auch den einen Grund, wo vielleicht der Grund ist, wieso der Pharisäer keine Freiheit gefunden hat. Und der ist, dass er sich selber gross macht. Der Pharisäer denkt, dass er durch seine religiösen Leistungen, Zehnten abgeben, Fasten, dass er durch seine religiösen Leistungen gerecht werden kann. Er denkt, dass er Gott mit dem beeindrucken kann. Und er macht das auf Kosten des Zöllner. Ganz ehrlich, wie viele von uns verhalten sich manchmal sehr ähnlich wie der Pharisäer? Allgemein, die Gruppe der Pharisäer kommt ja immer so ein bisschen schlecht weg, wenn man die Bibel liest, oder? Das verwundert mich, weil sie haben recht viel mit uns zu tun. Also vielleicht mit euch nicht, ich will euch nicht zu nahe treten, aber ich erkenne mich manchmal in dem hinein.
Wie schnell sind auch wir in der Versuchung, um uns mit anderen zu messen? Du, also so in der tut, also das kann ja kein Christ sein. Also das würde ich nie machen. Der kommt nie beten. Das ist auch sehr selten im Gottesdienst. Nicht wie ich komme auch immer, oder? Ganz gerne, vielleicht manchmal ganz subtil, ein bisschen angeben mit unseren Leistungen. Wie viel dass wir die Bibel lesen, wie viel dass wir beten, wie viel dass wir anderen Menschen über Jesus erzählen. Zeugnis, Gebetserhörung, Erfolg. Das ist alles gut. Das ist alles, verstehe mich gut, verstehe mich richtig, das sind alles gute Sachen. Aber es soll in all dem darum gehen, dass Gott erhöht wird und nicht ich mit meinem Verhalten. Wer sich selber wird erhöhen und wird sagen, schaut, wie ich das mache, der wird erniedrigt werden. Auf der anderen Seite der Zöllner. Der Zöllner hat in seinem Leben schon ganz viel verbrochen. Das haben die Zöllner so an sich. Die haben sich tatsächlich immer wieder auf Kosten von anderen bereichert. Wie gesagt, die sind eigentlich der Abschaum von der Gesellschaft. Aber auch der Zöllner hat eine gute Entscheidung getroffen. Der Zöllner entscheidet sich auch dazu, in den Tempel zu gehen und zu beten. Er nimmt sich die Zeit und er sagt diese 2 Sätze. Gott, vergib mir. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Und der Zöllner zeigt uns mit seinem Verhalten den Weg zu Gott. Beide stehen im Haus von Gott. Der Weg zu Gott zeigt uns aber der Zöllner vor. Es ist ein Weg, der in die Freiheit führt, wie wir am Schluss von dem Gleichnis dann sehen. Und der Weg, der in die Freiheit führt, ist der Weg von der Demut und von der Einsicht. Demut im biblischen Sinn heisst so viel wie, ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Demut wird manchmal auch falsch interpretiert, von irgendwie unterwerfig sein und sich selber klein machen. Das hat nichts mit Demut zu tun. Demut ist, ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich nicht kann. Und das Verhalten vom Zöllner da ist sehr demütig. Er weiß nämlich, dass Gott Gott ist und er nicht. Er ist es nicht. Und er muss es auch nicht sein. Und er muss sich auch nicht so darstellen. Er gesteht, ich bin nicht Gott, ich brauche deine grenzenlose Gnade, deine Barmherzigkeit. Und Gott gibt ihm Antwort auf das und belohnt ihn für das. Ich möchte 2 Sachen hier herausstreichen, die mich wichtig dunkeln. Das Erste, was der Zöllner vorbildlich macht, ist, er vergleicht sich nicht mit anderen. Schaut, wenn es darum geht, vor Gott unsere Schuld zu bekennen, geht es nicht darum, uns das irgendwie eine Abgrenzung zu tun, zu dem links und rechts. Das ist keine Verantwortungsübernahme. Ich bin nicht so, wie der ist. Verantwortungsübernahme für mein eigenes Sein, für mein eigenes Verhalten bedeutet, eingestehen, ja, ich habe Schuld. Nicht links und rechts schauen. So funktioniert echte Schuldbekenntnis. Und das macht der Zöllner da vorbildlich. Nicht langs lamentieren, nicht vergleichen, er bleibt ganz bei sich. Und etwas Zweites, die Einsicht über seine eigene Schuld führt in die Beziehung zu Gott. Die Einsicht führt in die Beziehung zu Gott. Wer sich selber gerecht erklärt, braucht Gott nicht mehr. Und schaut, das ist ja gesellschaftlich recht populär. Also als weit entwickelte, aufgeklärte Menschen können wir unsere Probleme, wenn wir dann überhaupt solche haben, selber lösen. Wir brauchen eigentlich keine Hilfe. Ich kann mich irgendwie selber erlösen, ich kann meine Probleme selber klären, ich kann mich selber für gerecht erklären. Das ist vielleicht gesellschaftlich so der Mindset. Nur der sich aber bewusst ist, dass er immer wieder Sachen in seinem Leben anhäuft, die ihn von Gott trennen, wo immer wieder über sich selber stolpert, nur der wird es in Beziehung zu Gott treiben. Der andere braucht Gott nicht. Aber dort, wo wir unsere eigenen Unzulänglichkeiten, unsere eigenen Schattenseiten kennen, führt uns das gerade aus in die Arme von Gott, der uns von Herzen gern vergibt. Weil es Gott nie, gar nie um unsere Leistung geht. Es geht Gott einfach nur um uns. Der Pharisäer hat wirklich mehr vorzuweisen als der Zöllner. Aber um das geht es Gott nicht. Es geht darum, dass wir uns Gott immer wieder hinheben, so wie wir jetzt gerade sind. Frei sein in der Gegenwart von Gott heisst, da kann ich den Bauch rauslassen. Da kann ich sein, wie ich bin. Da muss ich nicht irgendeine Maske anlegen oder mich speziell religiös verhalten. Echt sein langt. Immer wieder eingestehen, ich schaffe es nicht, Jesus, ich brauche dich. Und unter dieser Voraussetzung, in dieser Haltung dürfen wir auch Gewissheit haben, dass Gott immer wieder vergibt. Dass Gott uns immer wieder die Vergebung zuspricht. Und nicht nur uns, das gilt für uns alle. Und ich hätte jede Stelle können im Neuen Testament, der Paulus redet so viel mal darüber, das Geheimnis von der neuen Identität in Gott ist nie abhängig von irgendwelchen Faktoren, von einer Nationalität, von einer Leistung, von Hautfarbe, von einem religiösen Stand. Nichts. Es geht immer nur darum, ich bekenne, ich brauche Jesus. Und das wird lange für Freiheit.
Jetzt kann man sich die Frage stellen, im Zusammenhang mit dieser Stelle, aber auch mit anderen, woher nimmt Jesus überhaupt das Recht, zum Leute freisprechen? Woher nimmt Jesus das Recht, zum Leute freisprechen oder für gerecht erklären? Ich möchte an dieser Stelle kurz eine Skizze machen auf dem Flipchart. Mal schauen, ob ich da alles aneinander vorbeibringe. Hoppla. So. Okay, die Skizze, das ist eine, die habe ich schon ganz viel gemacht, die gefällt mir sehr gut, darum brauche ich sie auch. Es ist relativ simpel, ich bin kein Picasso, aber das muss man jetzt in diesem Fall auch nicht sein. Das allein sagt jetzt noch nicht so wahnsinnig viel aus, ich tue es aber gerade erklären. Wenn wir anfangen, die Bibel zu lesen, ist am Anfang, Genesis 1, ist die Rede von einer Schöpfung. Gott schafft ein Umfeld, wo Menschen gut leben können. Das ist der Punkt da oben. Die Erde ist geschaffen und er stellt 2 Menschen dort rein. Und er hat eigentlich ganz eine gute Idee mit diesen Menschen, wie das Ganze könnte ablaufen könnte. Was verrückt ist, die ganze Bibel, die Erfolgsgeschichte, funktioniert genau 2 Kapitel. Die ersten 2 Kapitel ist alles super. Und ab da wird es schwierig. Darum auch geht es in diese Richtung. Es ist relativ kurz, einfach alles nur gut gewesen. Sehr kurz, 2 Kapitel lang. Ab da geht es runter. Der Mensch fängt an zu rebellieren. Er entscheidet sich für das Leben ohne Gott. Und Gott kämpft immer wieder um seine Schöpfung, er kämpft immer wieder um seine Menschen, aber eigentlich rebellieren sie immer wieder. Das ganze Alte Testament ist voll davon, die Menschen wenden sich ab, Gott kämpft um sie, gewinnt sie manchmal zurück für ein paar Jahre, aber sie rebellieren auch immer wieder. Grundsätzlich Tendenz, es geht abwärts. Und irgendwann entscheidet sich Gott, okay, so wie der ursprüngliche Plan war, geht es vielleicht nicht. Und er zieht das Ass aus dem Ärmel. Es gibt da unten einen neuen Punkt, der anfängt, wo er Jesus auf die Erde schickt. Er entscheidet sich dazu, gut, wenn es mir so nicht gelingt, um meine Menschen irgendwo für meine Sache zu gewinnen, dann ziehe ich meinen letzten Joker. Und ich werde selber Mensch. Gott wird Mensch. Und Jesus kommt auf die Erde und lebt seine Jahre da. Und am Schluss von seinem Leben stirbt er am Kreuz und wird wieder aufstehen. Oder er steht wieder auf. Und dann ist eigentlich eine neue Realität, die anbricht. An diesem Punkt hier unten, ich male da mal ein Kreuz an, fängt eine komplett neue Dimension an. Eine komplett neue Schöpfung. Diese Schöpfung da oben, die da gut geschaffen ist, die ist irgendwo für den Niedergang. Aber weil Jesus da unten Freiheit bringt, fängt eine neue Geschichte an, die in diese Richtung sich bewegt. Wo wir uns jetzt alle zusammen aufhalten, ist dieser Bereich hier. Und wir spüren das in unserem persönlichen Leben, wir spüren das aber auch in der ganzen Welt. Es gibt in unserem Leben Sachen, die eindeutig von der alten Schöpfung sind. Es gibt Krieg, es gibt Eifersucht, aber wir müssen gar nicht zu weit weggehen. Das gibt es alles auch in unserem Leben, so Zeug. Also wir sind wir noch in dieser Realität auch von dieser ersten Schöpfung. Aber wir sind bereits auch schon in der Realität von der neuen Schöpfung. Die Bibel braucht das Wort Reich Gottes. Das Reich Gottes, das angebrochen ist. Und zwar da. Wo Jesus wieder aufersteht, ist das Reich Gottes angebrochen. Und wir haben ja immer wieder auch Elemente, wo man merkt, das ist eine Realität, das stimmt, das passiert wirklich. Menschen werden plötzlich gesund. Menschen können sich plötzlich wieder vergeben und versöhnen. Irgendwo auf der Welt kehrt plötzlich wieder Frieden ein, wo man denkt, das ist aussichtslos. Ganz, ganz viele Sachen in unserem eigenen Leben hoffentlich, aber auch gesellschaftlich, sind eigentlich jetzt schon ein Vorschatten, wie das theologisch oft genannt wird, für die Ewigkeit. Also wir leben in dieser Realität von diesen beiden Welten. In diesem Zwischenreich, wo irgendwo, oder in diesem Zwischenfeld, wo eigentlich beide Welten irgendwie Anspruch auf uns erheben und wo wir manchmal auch so ein bisschen das ganz praktisch merken, wir sind hin und her geworfen. Jetzt, wieso erzähle ich euch das alles? Weil der Punkt da unten der Grund ist, dass Jesus so mutig kann Freiheit zusprechen einzelnen Menschen. Weil an diesem Punkt da unten ist die Siegesfrage geklärt. Das ist ganz wesentlich. Die Frage vom Sieger klärt sich nicht da oben. Die Frage vom Sieger von dieser Welt, wo alle Macht und alle Möglichkeiten hat sich da geklärt. Vielleicht ist der eine von euch die Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg bekannt, wo sie auf einer Insel immer noch am Kriegen waren, obwohl der Krieg schon lange fertig war. Das ist unser Zustand, wo wir jetzt gerade drin sind. Da gibt es immer noch, Satan versucht immer noch irgendwie mitzumischen und er tut noch so, als wäre es ein Krieg. Aber die Sache ist echt gelaufen.
Der hat irgendwo noch einen gewissen Einflussbereich, bis Jesus wiederkommt das zweite Mal. Aber es stellt sich nicht mehr die Frage, wer ist der Sieger. Jesus hat da den Sieg errungen. Und das bringt ihn in die Position und in den Stand, wo er Menschen Freiheit zusprechen kann. Also es ist nicht einfach nur so dahingeredet und woher nimmt er die Legitimation, sondern er darf es, weil er Sieger ist. Ganz ein wesentlicher Punkt. Ich habe diese Skizzen auch darum aufgezeichnet, weil ich jetzt noch 2 Punkte daraus machen will, die mit unserer Geschichte zu tun haben. Das erste ist, in dem Innen wird ein Prinzip vom Reich Gottes sichtbar. Das Prinzip vom Reich Gottes funktioniert immer vom Kleinen zum Grossen. Ihr seht, es fängt da unten an. Und es ist vielleicht ganz klein und unscheinbar. Und ihr seht, wo sich hier entwickelt. Und das ist typisch Jesus. Das ist typisch Reich Gottes. Wir kommen sofort Gleichnisse in den Sinn, die Jesus braucht. Vom Senfkorn, wo ganz ein kleines Körnchen ist, wo ein Baum wird, wo die Vögel drauf nisten. Oder mir kommt das Gleichnis vom Sauerteig in den Sinn. Etwas ganz Kleines und es wird gross. Das ist das Prinzip vom Reich Gottes. Geburt von Jesus. Klein, unscheinbar, harmlos, irgendwo in einer Felsgrotte. Und er wird der König der Welt. Sein Leben. Ein Diener, abgelehnt, er wird der König der Welt. Das Prinzip vom Reich Gottes ist immer vom Kleinen ins Grosse. Wieso erzähle ich euch das? Weil wir immer wieder dazu tendieren, sofort das Grosse zu sehen. Sofort das Grosse zu wollen. Wie ein Pharisäer im Tempel. Das rausstreichen, was gross ist, was gut ist, was spektakulär ist, was gut aussieht. Das richtige Verhalten wäre genau das Umgekehrte. Das zöllnermässige Verhalten. Das Kleine. Im Einfachen, im Zerbrochenen, im Nicht-Erfolgreichen. Dort liegt der Samen vom Reich Gottes, wo Jesus wird gross machen. Ein wesentlicher Punkt vom Reich Gottes ist, es funktioniert immer vom Kleinen ins Grosse. Ich habe irgendwann mal in einer Predigt ist mir der Slogan rausgerutscht, Scheinen im Kleinen. Und das ist für mich so ein Satz, hey, ich muss nicht jedes Mal gerade nach dem grossen Skiwerfer suchen oder nach dem Auffälligen, nach dem Spektakulären. Das Prinzip vom Reich Gottes, der erklärt das an so vielen Stellen, ist eigentlich umgekehrt. Das Kleine suchen, das Kleine ehren, um kleinen Wert geben. Auch zugestehen, dass ich klein bin. Auch mich demütigen und wissen, Gott wird es multiplizieren. Ein zweiter Punkt, ihr wisst, wo die Geschichte endet. Neue Himmel, neue Erde. Wenn wir in der Offenbarung 21 und 22 lesen, das ist, zum Glück sind die letzten 2 Kapitel auch wieder positiv. Wenn wir Offenbarung 21 und 22 lesen, dann wissen wir, es wird die Zeit kommen, wo alle Tränen getrocknet sind, wo Frieden wird einkehren. Es wird der Moment kommen, wo Jesus sein Reich endgültig und ganz aufrichtet und wo das andere Reich gar kein Anrecht mehr hat. Was dann passiert, Gott ist daheim. Das ist unser Slogan da, willkommen daheim. Wenn wir da oben sind, ist Jesus angekommen an seinem Ziel. Dann kann er sagen, jetzt bin ich daheim, bei meinen Menschen. Bei den Menschen, die das Kleine geehrt haben, die ihre Schuld eingestanden haben und die von ihm befreit worden sind. Es wird die Zeit kommen. Es wird die Zeit kommen, wo Frieden einkehrt. In der Offenbarung wird das Wort gebraucht, dass Gott wieder unter seinen Menschen wird zelten, wenn man es wörtlich übersetzt. Gott kommt wieder unter uns und schlägt sein Lager auf, wie er das schon im Volk Israel gemacht hat. Das wird passieren. Das ist dann unser Daheim. Das ist die Realität, wo wir darauf einlaufen. Jetzt könnte man sagen, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort. Mega schön. Wir müssen jetzt durchheben und dann landen wir dann irgendwann in auf einem Campingplatz mit Gott. Ich muss eine letzte Schlaufe drehen. Eine letzte Schlaufe. Wir haben erkannt, dass in Jesus Freiheit zu finden ist, wenn wir alles, was wir haben, so wie wir sind, uns ihm entgegenstrecken. Das haben wir erkannt. Wir haben auch gemerkt, es muss nicht viel sein, was wir bringen. Die Menschen haben meistens wenig gebracht, manchmal ein bisschen Fisch und ein bisschen Brot. Und es ist gross geworden. Wir müssen nicht viel bringen. Es gibt aber noch einen zweiten Aspekt von Freiheit. Der Viktor Frankl ist ein Psychiater, ein Österreichischer, der 4 Konzentrationslager überlebt hat. Der differenziert zwischen den unterschiedlichen Dimensionen von Freiheit. Er sagt, es gibt nicht nur Freiheit von etwas, sondern es gibt auch Freiheit zu etwas. Der Viktor Frankl ist im Konzentrationslager eingesperrt, definitiv nicht frei von. Aber er ist frei zu etwas. Er ist frei, trotzdem zu gestalten, trotzdem quasi zu reagieren auf das, was ist. Also die Freiheit ist äußerlich eingegrenzt, aber die innere Freiheit, wie ich jetzt mit dem umgehe, wenn ich jetzt auf das reagiere, das ist wie eine zusätzliche Dimension, die ich sowieso immer habe. In unserem Fall ist es sogar so, dass beides eine Realität ist. Wir sind sowohl frei von Schuld, aber wir sind auch frei zu etwas. Und wir sollten auch diese Freiheit irgendwo bespielen.
Weil, ganz wichtig, wir sind nicht einfach geschaffen für den Himmel. Also, wir sind nicht einfach die jetzt verstanden haben, aha, Gott macht uns frei von Schuld. Super. Also komm, dann schauen wir jetzt, wie wir mit möglichst wenig Schaden noch durch die Zeit da durchkommen und dann irgendwann wird es dann da grandios. Also so quasi ein bisschen, okay, meine Freiheit ist geklärt, jetzt Hand in den Schoss legen und warten, bis er wiederkommt. Oder? Und jetzt ist Corona, jetzt kommt er dann gerade sofort wieder. So. Das ist überhaupt nicht unsere Berufung, die wir als Christen haben. Wir sind nicht einfach nur befreit von Schuld, sondern wir sind auch befreit zu einem Leben, das auf Jesus hinweist. Sehr wesentlich. Ich glaube, in diesem schraffierten Bereich lässt Jesus uns ein, nicht einfach auf den Himmel zu warten, sondern aktiv Verantwortung zu übernehmen. Botschafter zu werden. Ich finde das so ein gutes Wort. Menschen werden, die am Rest zeigen, auf was das Ganze hinläuft. Das wissen viele gar nicht. Das wird ja passieren. Das wird passieren. Und ich glaube, wir dürfen immer wieder genau darin Verantwortung übernehmen. Nicht einfach sagen, wir sind befreit. Also, befreit von Schuld. Mehr können wir ja nicht. Wir sind auch befreit zu etwas, zu einem Leben, das auf Jesus hinweist. Das wäre dann für mich praktizierte und gelebte Freiheit. Und wir dürfen in dem Sinne aber immer Gewissheit haben, die Schuldfrage ist sowieso geklärt. Die Freiheit von Schuld ist sowieso geklärt. Und wir dürfen wirklich mit vollem Elan und mit voller Freude und voller Begeisterung Botschafter sein von dem neuen Reich. Es wird passieren. Leset die letzten 2 Kapitel der Bibel. Ich finde das total entlastend. Ich darf wie der Zöllner kommen und sagen, ich bringe es nicht auf die Reihe, aber ich bin ehrlich gesagt auch nicht verantwortlich für die Reihe. Dass das passiert, das macht Jesus. Egal wie viel ich gerade bringen kann. Ich will es machen, so gut ich kann, aber es wird am Schluss nicht an mir hängen. Wir dürfen wie der Zöllner immer wieder zu Jesus kommen und sagen, ich weiß, ich bin ein Sünder. Ich weiß, ich packe es nicht. Ich weiß, ich brauche deine Gnade. Ich werde mich nicht selber erlösen können. Mach es bitte du. Und Jesus sagt, wie wir am Schluss von dem Gleichnis lesen, dieser Mann oder diese Frau, hätte es ja theoretisch auch können sein, ging von ihrer Schuld befreit nach Hause. Der Pharisäer aber nicht. Ich bete noch. Jesus, ich möchte dir Danke sagen für die coole Geschichte, die wir hier in der Bibel davon lesen. Ja, es ist beeindruckend, wie du immer wieder einfach so gute Themen, Wahrheiten auf den Punkt gebracht hast. Auch durch so Geschichten, wo du den Menschen erzählt hast, wie es eigentlich bei dir funktioniert, wie es bei dir läuft. Und Jesus, ich bete, dass das uns wie immer wieder vor Augen steht, dass du die Menschen befreist und dass du die Menschen annimmst, die sich dir einfach hinstrecken. Es hängt nicht daran, was wir jetzt alles gerade bringen können, wie gut dass wir uns jetzt gerade fühlen, wie erfolgreich dass wir gerade sind in unserem Leben. Da machst du überhaupt keinen Unterschied. Du freust dich an dem, der kommt und sagt, ich brauche dich, Jesus. Bist du Herr in meinem Leben. Und ich danke dir, dass du aus Kleinem, aus Wenigem immer viel machst. Dass du es wirst multiplizieren und dass du es wirst gross machen. Danke für das Prinzip vom Reich Gottes, das mitten unter uns ist. Das ist eine Realität. Lass uns das immer wieder sehen. Und lass uns auch mutig sein im Bekennen von dem. Lass uns gute Botschafter sein von dem Reich. Nicht Christen, die sich irgendwo abbiegeln, Gesellschaft kritisieren und vor allem dafür bekannt sind, dass sie gegen alles sind, sondern aktive Mitgestalter, die Verantwortung übernehmen und die den Leuten zeigen, hey, schau, da läuft es her. Wir bewegen uns gerade Richtung zweite Himmel, zweite Erde. Danke, Jesus, dass du wieder unter uns zelten, unter uns wirst wohnen, dass wir mit dir Gemeinschaft haben, Nachbarschaft haben. Danke, dass du der bist, der uns frei macht. Ich bete, dass du das jetzt weiter bewegst, auch in dieser Zeit, die jetzt kommt, von der Anbetung. Danke, dass dir alle Möglichkeiten gegeben sind, Heiliger Geist, um jetzt zu einzelnen Herzen zu reden. Und beten auch um Mut und irgendwo den Elan, um auch umsetzen. Um vielleicht auch wirklich Sachen annehmen, sich das auch sagen lassen, dass du genügst, so wie du jetzt gerade da sitzt. Und gleichzeitig aber auch wieder Mut schöpfen für ein aktives Leben, für ein Botschafterleben im Reich Gottes. Amen. Nicht, dass ich noch etwas versuche, um da noch lang zu überziehen. Habe ich vielleicht auch schon, weiß ich gar nicht. Gut, cool, danke euch. Stehen wir wieder auf, oder? Das fände ich schön. Also ich weiß nicht, wie bei euch Kultur ist, aber das fände ich jetzt noch schön. Dürft ihr das geben? Danke. Dürft ihr euch also frei fühlen.